En zoals je zegt, zo bij hem zetten, mocht hij nog bidden. En als je naar Brazilië waren komen, dan was je al aanvangen aan te wanen een beetje Portugiesisch te horen. Het was op Portugiesisch bidden en Edward wat was zaten. En het was ook op Portugiesisch predigen van de avond. Dan kun je al een beetje de oude zo aanvannen. Wat de mensen daar en wie in Brazilië reden. Amen. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Vader, veel danken voor deze Obrigado, avond. Espírito Santo, porque o Senhor está nesse lugar. Danken, Heer Jezus, dat u hier bent. Manifesta a tua glória nesse lugar. Bewijs die heiligheid in deze Obrigado, stad. Senhor Jesus, porque estás aqui. Danken, Jezus, dat u hier Obrigado, bent. Deus, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Danken dat u ons O Senhor hergebracht nos hebt. mantém em pé. Dat u ons O Senhor omgaan nos houdt. mantém com vida. Dat u ons om leven E nós houdt. nos expomos ao Senhor. En wie stellen ons verder die Queremos hand. receber tudo que tens para as nossas En wie vidas. willen alles schreeuwen wat u van Espírito ons Santo, hebt. nós nos expomos à tua palavra. Heer Jezus, wie stellen ons aan voor die woord. Ao teu poder, Aan die ao kracht teu aan. fogo, En à die tua vuur. ministração. En dat wat u ons te zeggen hebt. Toda e qualquer opressão do maligno. Alles wat de bijzijn hier in ons heeft. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus eu Christus. resisto nessa hora. Waar stou wie dat? Toda perturbação do maligno. Alle bijzijn wat van die wil Eu komen. resisto nessa hora. Dat waar stou wie Em nu? nome do Em Senhor nome de Jesus. Jesus Christus. Declaramos paz. Spreek wie vrede. Declaramos alegria. En vrede. Declaramos poder de Deus nesse En lugar. kracht Gottes in deze Em nome stad. de Jesus. In Jesus Christus zijn naam. Amém, amém, Amen en amen. We waren een zeer goede type tijd hebben. En het was op Portugies spreken. Want weet wel dat je ook plotisch reden. Nós vamos ter bom tempo. En während het hier zijn dat met je de hele geest dat me alleen het hebben voorbereid om met je met te delen. Op de hele geest gaf me wat om je te zeggen. En wat het je zeggen zal zum Anfang is: hab nicht Angst en vertrou Gott. De Bibel sagt uns in Hebräer 11 Vers 6: ohne Glauben é impossível agradar a Deus. Es tot onmogelijk God te volgen. Ohne Glauben ist es unmöglich Gott Te je volgen. zu gefallen. Aber wenn wir diesen Spruch ein bisschen die Spielchen, das sagt doch, ohne ihm zu vertrauen, ist es unmöglich Te je volgen. zu gefallen. Vertrau Gott. Und fang mal von da an, weißt du, was er ist? Ich vertraue mein Leben zu dir. Ich bin mir sicher, dass du mich kennst. Ich bin mir sicher, du hast was für mich. Ich bin mir sicher, das ist ein Wettchen von nie Sachen. Ich bin mir sicher, hier fängt was Frisches an in mein Leben. Ich vertraue die Heilige Geist. Die Bibel sagt uns in Johannes Kapitel 11, da vertelt uns die Geschichte, als Lazarus starb. Und die meisten von uns kennen die Geschichte. Und die Bibel sagt uns, dass Maria, sie schenkt Jesus roepen, Maarten en Maria, weißt du die Geschichte? Und die Bibel sagt uns, dass Jesus bleibt noch 2 Tage da, wo er wieder bat hij noch Lazarus vor. Und die Bibel sagt uns, was ganz interessant ist, in Johannes Kapitel 11, sehr interessant, Kapitel Johannes 11, de Vers 2 en 3 sagt die Bibel so, diese Maria, Lazarus von Bethanien, ein Dorf, wo Maria und Martha wohnten, lag krank. Dit weer de Maria, die dem Herrn den dieren Parfüm über die Feit goot en met hoor optreed. Der Bruder Lazarus weer krank. Doorheen schickten die Schwestern Jesus den Nachricht, Herr, den du goot bist, ist krank. Als Jesus dort hier, zei hij, diese Krankheit ist nicht zum Tod. hörst mal das. Das ist sehr wichtig für unsere Konferenz. Wir müssen lernen, den Herrn und den Heiligen Jesus zu vertrauen. Die Bibel sagt uns, und hier gerade am Anfang, sie schenkte Jesus roepen. Aber Jesus bleef noch 2 Tage da. Was die Bibel sagt, ja, das ist die Maria, wo Jesus seine Haar mit Parfum Ansmeren. Dort passiert in Kapitel 12. Aber Johannes, hij schrijft hier in Kapitel 11, ja, Maria, wat Jesus ensalve deed. Ja, Maria van Kapitel 12, hier im Kapitel 11, da sieht Jesus, komm naar ons. En zij verstond niet recht wat er passiert. In Kapitel 12, wir sie da, wat Jesus ensalve deed.
En kapitel 11, wie ze die wat Jezus roepen zit. Aber Johannes, hij wanneer deze geschichte vertelt, zegt hij, ja en Maria, wat dort in kapitel 12 Jezus insalven deed, deze Maria zegt, Jezus, kom naar ons. En Jezus blijft nog 2 dagen daar waar hij weer. En wat er dan schließlich daar weer, dan weer Lazarus al dood. En wie kennen die geschichte, wo Jezus dan Lazarus opperwaartje deed. Maar wat zeer wichtig is, vele mal, we dan nos confundimos. Vertusch wie answer waar we durcheinander. We denken dat God leeft ons bloos, wanneer alles goed is. Wanneer irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Wenn irgendwas oder nicht gesund oder nicht alles ruhig im Haus oder nicht alles ruhig in der Familie oder auf Arbeit, dann denkt wie viel mal Gott lebt uns nicht. Und dann fangen wir an, am nicht ganz zu vertrauen. Johannes sagt, ja, Maria, was dort in Kapitel 12 Jesus einsalben deed, wie sagt da, zufrieden wir. Hier im Kapitel 11, sie hat Zweifel in ihr Herz. Sie sagt, Jesus, warum kommst du nicht hier? Aber weißt du was, liebe Brüder und Schwestern, Jesus läuft uns in sein Weg. Und das ist sehr wichtig, independente. Dat is een don't. Dat is een don't wat we durchmaken. We moeten leren hem te vertrouwen. Hij läuft ons. Hij läuft die. Amen. Kannst du dat amen zeggen? Leer hem te vertrouwen. Even wanneer du musst noch 2 Tage warten, 2 Wochen warten, hij läuft die sowieso. Dort im Kapitel 12, viele von uns, wie mochten al im Kapitel 12 von uns leben sein, ist nicht so? Wie mochten al da sein, Jesus hat die bloß einsalben, sie die so, vertraut die so sehr, aber viele von uns sind noch gerade hier, wo Maria will. Viele von uns haben noch ein paar Lazarus, die begraft sind. Und dort meint manche algumas áreas. Dat einzige steht in ons leven. Onze steden van ons leven, dat is zoals Lazarus, die zijn dood, de ritje schlecht. Maar krijgt in deze tijd, leer aan Gottes lijf, om Heilige Geest zijn lijf te vertrouwen. Amen. Met dit wil ik aanvangen, Jun, te zeggen, de Heilige Geest komt met dit, krijgt hier nu, om dit met die meedelen. De Heilige Geest, hij leeft die. Fangen an zu vertrauen. Während wir hier predigen, diese Tag, diese Zeit, wo wir sind, leer al voets mit dem Heiligen Geist zu reden. Der Heilige Geist ist erfahren worden. Viele von uns, ich lasse die Fuß was sagen. Tranquilo. Viele von uns, wir denken, wenn wir von Heiligen Geist sagen, denken, Arno, vielleicht ist das so ein Stoff oder eine Wolke. Oder Geest, Heilige Geest, ist so als du und ich, so als Jesus, er ist auf Portugiesisch, wie sagt das, ist eine Persona, sagen wir das? Das ist eine Person. Eine Person, nicht ein Mensch, eine Person. Er ist eine Person. Und weißt du was? Das ist manchmal sehr schwer, von wem reden, wenn der Mensch bei sie, bei dir ist. Geht das nicht so? Wenn der Mensch im Soul ist und du von ihm reden musst, ist es nicht immer so leicht. En de Heilige Geest is hier. De Heilige Geest is in die. En hij is vrij. Hij maakt zaken wat hij wil in ons leven. En we worden zaken ervaren wat we vielleicht nog niet ervaren hebben. De Bibel zegt ons, en nu word je op Portugiesisch kunnen. Verstoor je me zo weit? Wat hier, met mijn komische plotje? Ja, bloß wieder. Heidi wäre bloß wieder, ja. Aber het was een beetje op Portugiesisch heute, weil ich dat je das wirklich mitnehmen. Atos capítulo 2. In Apostelgeschichte Kapitel 2. Atos capítulo 2 von de 1 a 13. Kannst du das lesen? Von 1 bis 13 sagt es dit. Aus der Pfingstdag dann kamen wir sie alle ab einer Städte. Und plötzlich hörten sie so aus ein Sturm, ein rügendes Geluid vom Himmel, so dass es im ganzen Haus zu hören wir, wo sie saßen. Dann sagen sie mit einmal Zungen aus von 4, und der sahen sich ab jeder einen von an. Sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fingen alle an, in andere Sprachen zu reden, nur aus der Geist an dort mählich mög. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, Gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter den Himmel. Aus der dort Gelüde hielten, kamen ein großer Teil verwildet taub, weil sie hielten, dort in jeder
jederem seine Sprüche reden deiden. Ganz verwundert frühen sie, sind nicht alle diese, die dort reden von Galiläa? Wo ist dort dann, dort wie die in jeder in seine eine Sprache hören? Parther, in Meda, in Elamita, die wie in Mesopotamien, in Judäa wohnen, in Kappadokien, in Pontus, in Asien, Phrygien, in Pamphylien, in Ägypten, in dort Port von Libyen, dort Türkien gehiert, in Utländer von Rom, Juden und Metjuden, Kreuter und Araber, wie hören die in unserer Sprache von Gott seine große Wunderwerken reden. Verwundert und verwillert fragen sie einer den anderen, was gibt es noch? Der andere aber hatten einen Spott darüber und sagten, die haben zu viel Wein getrunken. Meine Freunde, hier ist der Heilige Geist, leitet sich tschane Leute. Der Heilige Geist fängt nicht hier an. Der Heilige Geist, der ist immer da gewesen. So ist der Vater und so ist der Sohn. Die Bibel sagt uns das erste Mal vor zum Anfang von der Bibel. Und 1. Mose 1, Vers 2 sagt die Bibel uns von Heiligen Geist. Viele von uns tschane am nicht, viele von uns verstehen nicht mit einem umzugehen oder mit einem zu relationarse. Sich mit einem eine Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft zu haben. Aber die Bibel sagt uns kurz, und hier in 1. Mose 1, Vers 2 sagt die Bibel uns so. Und die Erde hat noch kein Geschäft und kein Leben. Und er war dort die Bewohner, wie alles Stadtdienste. Und Gott, sein Geist, bewegt sich immer dort weiter. Ganz am Anfang. Er ist immer da gewesen, so ist der Vater immer da gewesen, so ist der Sohn immer da gewesen. Und das wird nicht in unseren Kopf kommen. Man denkt immer, na, irgendwann ist das angefangen. Die sind immer da gewesen. Und die waren immer da sein. Und aus der Erde gemacht wird, hier sagt die Bibel uns, in Mose Schrift darüber, ganz am Anfang, hier auf dieser Erde, wird der Heilige Geist auf der ganzen Erde, auf der ganzen Water. Und dann fängt die Geschichte, unsere Geschichte an, auf dieser Erde. Und wie weit viel von dieser Geschichte? Nur dem kommt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Moke Adam, moke Eva. Und dann kommt die Sünde. Und seht dann, die ganze Bibel, im ganzen Alten Testament, 4000 Jahre, da wird der Heilige Geist, und er redet durch Propheten, er redet durch Chinese, er redet durch Männer, er redet durch Frus. Und er weiß immer nur die Radung von den Menschen, er weiß immer nur Jesus. Aber dann, nur 4000 Jahre ungefähr, und nur 2000 Jahre zurück, dann wird Jesus geboren. Und ganz am Anfang, und die Bibel sagt, und wir waren verschiedene Städte davon lesen, wird der Heilige Geist immer mit Jesus wir. Heilige Geist, op Jezus. En daar passierde de wonder. En daar passierde as manifestações de poder. Wo die Kraft Gottes bewiesen wird. En zo wird het. En hier wordt uit het las van Apostelgeschichte Kapitel 2, dat is een zeer wichtige tijd. Because wie Jesus, hij had zijn titel een. Hij weer op deze eerd. Hij heeft geheilt. Hij heeft mensen vrij gemaakt. Hij heeft geleerd. En dan starven voor ons, hij is opgestaan. En dan passiert het, dan komt de Heilige Geest. Want uit kunt van ons lezen Atos 1, de 4:8. Apostelgeschichte 1 van 5 tot 8. En als hij met hem took, wie befahl hij aan, nicht von Jerusalem weg zu gehen, aber zu warten, bis sie dort kriegen würden, was er vorher versprochen hat, wovon sie hij, je mij haben reden hielt. Wils Johannes tijd met woorden, je übersalm, ein paar Jahre mit den Heiligen Geist gedeibt worden. Herr Jesus sagt, wacht, bis je mit Macht gefüllt worden. Wacht, bis je vom Heiligen Geist gefüllt worden. Und das ist sehr wichtig. Erstens, wie als Menschen, Antwort wie definitiv nicht mehr als warten. Zum Beispiel, wenn du eine halbe Stunde mehr verdient, Mittag mal zu warten, dann warst du unruhig. Wenn der Predigt zu lang geht, dann warst du auch unruhig. Wenn das mit mehr warten ist und ein Doktor muss eine halbe Stunde mehr warten, dann macht die unruhig. Aber der Herr Jesus sagt, weißt du was? Je zullen nicht von Jerusalem wegkommen. Je zullen warten. Und dort wisst mir, was sehr wichtig ist. Wir müssen lernen, Zeit mit Jesus haben
en leren te wachten. Ik weet niet wat du betet ist, wann du thuis bist, wann du op een kamp bist, wann du in dein Haus bist, ob du immer so schwind betet ist, und wann schwind alles gesagt hat, was du wusst, dann rannst du wieder für die nächsten Appointment, für die nächsten, Het nächste wat u doen moet. für das, was du tun musst. Oh, da verstehst du zu warten. Die Bibel sagt uns, und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wach Gott nicht weich von Jerusalem. Bot je erfüllt, bot je Gefällt sind. Bot je gefällt sind vom Heiligen Geist. Und diese Jünger, erstens, die mussten nur leren warten. Bist du ein Mensch, der versteht zu warten? Oder sagst du dir selbst, er ist ein ungeduldiger Mensch. Er hat nicht Zeit. Er macht einmal flitsen. Flitsen, öfter das Wort hier? Nee, dat was ganz Brazilianisch von uns. Wir machen flitsen. Ne? Flitsen, dat meint, wir machen ranen, hin und her. Weißt du, die Menschen, hey, hast du mal Zeit im Kopf? Nee, mein Leben, es muss ranen. Hey, so eine Menschen hier auch nicht. Die flitsen bloß hin und her, die ranen hin und her. Da hat niemand Zeit für nichts. Bist du auch so, ne? Jesus kommt und sagt, weißt du was? Beruhig dich mal. Leert mal ein bisschen zu warten. Aber was sehr, sehr wichtig, dat is sehr darum, wo man warten muss, ohne Hoffnung. Was Jesus sagt, wacht aber mit Hoffnung, da wird passieren. Freund, als ich hergekommen die Sache, dort wo du wachst, dort wird passieren. Der Heilige Geist, auf wem du wachst, der kommt auf dich. Der Heilige Geist, auf wem du wachst, der nimmt deine Angst weg. Der Heilige Geist, auf wem du wachst, der wird deine Familie heilen, der wird deine Charpa heilen. So ist das, wenn wir auf Arm warten. Diese Jünger, die wussten nicht, was passieren wird. Jesus sagt dem bloß, wacht in Jerusalem, Gott nicht weich, aber gefällt worden mit dem Heiligen Geist. Und dann wären sie da. In der Bibel sagt uns, dann kommt Kapitel 2 von Apostelgeschichte, die Bibel sagt uns was ganz Interessantes. Über 500 Menschen sagen Jesus, nachdem er auferstanden wird. Das sagt die Bibel uns. Aber hier, was wartet er, dort, was Jesus sagt, da wären mal 120. Hast du das mal gelesen in der Bibel? Wo wären die anderen 380? Die haben nicht gewusst, zu warten. Die haben nicht ein bisschen Geduld gehabt, die haben nicht Hoffnung gehabt, da wird was passieren. 380 von diesen 500, die hier irgendwas anderes machen. Die werden besorgt, vielleicht, vandaag dat je rijdt, vandaag is dit, wat sowieso nog passieren, het weet dat wat het zo zijn. Die je weich, kannst du das feststellen. Aber 120, en het profetiezen. En ik profeteer dat nu. En hij profeteert dit, du bist ook Kreuzausianer 120. Wie sind diese soort mensen? Wie sind diese soort mensen wat verstonden te wachten? Aber wir warten mit Hoffnung. Manchmal, zoals het zit am Anfang, wir moeten leren om God zijn leven te vertrouwen. En we brauchen leren te wachten, aber wachten mit Hoffnung. De Bibel sagt uns, dat tussen 120, die wären dort im Upper Room. En we doen den bovenste zool. Im bovenste Zool. En daar wachten ze. Ze wussten nicht ganz genau, was passieren wird. Aber dann passiert was ganz niet. En de Heilige Geest, meine Freunde, wann hij kommt, einmal hier dat ein Prediger zei, weil der Heilige Geest, der ist ein Gentleman. Hij is een onständiger man. Schrecklich anständig. Weißt, der ist so ruhig. Da passiert nichts. Er sagt, Entschuldigung, kann nicht vielleicht näher kommen. Wenn der Heilige Geist kommt, meine Freunde, dann haben wir hier gelesen, was passiert. Dort kommt ein großer Wind. Und dann ist eine Vierflamme auf jeden sein Kopf. Und weißt du, was hier ist? Auf den Kopf ist all ein Vierflamme, meine Freunde. Auf meinen Kopf, auf den Kopf, da ist eine Vierflamme. Ob du willst oder nicht, da ist eine Vierflamme. Auf die und auf mich. Und das 120, die wären da alle taub. Die saßen dort. Die Bibel sagt uns, sie hatten sogar noch Angst. Die wussten nicht ganz genau, was passiert. Aber die hatten Hoffnung, was wird passieren. Und dann kommt der Heilige Geist. Und hier ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Die Bibel sagt, de repente, mit einmal. Dan op eenmaal. Auf einmal. Das Wort auf einmal, vergeht das Wort nicht. Vergeht das nicht. Der Heilige Geist, der kommt auf einmal.
Dan best op in je bed, oder op een kamp, oder in dein Haus, oder in dein Auto. Und dann wachst und du betest und mit Hoffnung. Mit einmal, auf einmal passiert was. Auf einmal wirst du gesund. Auf einmal sitzt du was anderes. Auf einmal fängst du in Tongue an zu beten. Auf einmal fängst du seine Stimme an zu hören. Auf einmal glänzt in ihr Gesicht. Auf einmal kommt die Weisheit vom Heiligen Geist auf dich. Auf einmal fangen die Wunder an zu passieren. So arbeitet der Heilige Geist, meine Freunde. Die Bibel sagt dann, hij kwam als een wind. Dit woord wind is hua oder pneuma op Griechisch. En dat bedient krijgt in alle meningen, dat bedient wind. Well, hier in Bolivien is veel wind. Ja? Het fällt mir sogar mit komisch, hier ist kein Wind hier. Ja? Aber hier in Bolivien, meine Frau sieht mir gestern, ich habe da an und von, dann checkt sie meine Haare, stund alles dabei. Dann sagt sie, hey, hast du nicht geboten? Ich sage, das boot ja 3 Mal den Tag. Aber das pust ja so sein. Meine Haare blieben nicht still. Sie sagt, du musst die benehmen, ja, das kam die mal, da wo ist das, ja. Der Wind, meine Freunde, der macht Sachen, wo du kannst da nicht damit. Die Haare stunden dann so und dann manchmal so. Ist das nicht so? Je sind das Geld gewandt hier. Der Heilige Geist macht so eine Sache mit uns. Manchmal lädt er in diese Richtung pusten, manchmal noch jane, und man weiß nicht. Und das ist sehr wichtig. Von wo kommt der Wind? Das Wind, manche sagen, das kommt einmal von Paraguay. Nein, das Wind kommt von Brasilien. Oh, nee, das kommt von Argentinien. Man weiß ja nicht. Aber den Heiligen Geist, sein Wind, weißt du, wo der kommt? Weißt du, wo der kommt? Der kommt vom Himmel. Von dort kommt sein Wind. Von dort wird er pusten. Und wo geht der Wind hin? Das ganze Wind wird hier von da pusten und unser Haar so verstrubelt. Wo geht das Wind hin? Wir wissen nicht. Ob da nur in Kolumbien ist, das Wind, oder ob da beim Meer ist. Aber der Heilige Geist, wir wissen, wo sein Wind hingeht. Sein Wind, der kommt vom Himmel und der kommt ab der Jünger. Er kommt ab uns ab. Vom Himmel ab uns kommt das Wind. Vom Himmel ab die kommt das Wind. Meine Freunde, der Heilige Geist läuft die. Er ist die Gott. Und er pustet auf die. Manchmal waren wir dort nicht eng. Manchmal waren wir dort nicht eng. Manchmal, die Haare sind ganz verstrubelt. Du hast bloß noch nicht gemäht. Manchmal braucht man so als meine Freude. Die Haare sind verstrubelt. Was ist mit dir passiert? Bohrst du nicht? Manchmal hat der Heilige Geist manche Sachen an uns. Der Mensch checkt und sagt, ey, du bist verstrubelt, du wirst nicht so. Du redest nur mit Live, du wirst nicht so. Du bist ein anderer Mensch, die Haare sind komisch. Du bist ein anderer Mensch. Wie ist der Heilige Geist, aber uns pustet das, meine Freunde. Und dann fangen wir an zu ändern. Und dann mit einmal fängst du an zu reden von der Liebe Gottes zu anderen Menschen, dann checken sie dir an, was ist mit dir passiert. Du bist so komisch, du wirst immer so still. Du schämst dich immer. Oder du setzt dir immer, du lässt dir immer schlechte Widerrede. Und nu dass du den Herrn laufen, was ist mit dir passiert? Ein Wind ist auf mir gekommen. Und dort ist der Heilige Geist. Und in Haus, mit einmal checken die Menschen die an, was ist uns paar krank, was ist mit dem los? Der ist mit einmal so ruhig, der ist mit einmal so anders, was ist mit dem passiert? Der Wind vom Heiligen Geist hat auf mir gepust, Verstehst du mich? Kannst du wieder, so langsam so wieder? Halleluja, dann gehen wir wieder. Der Heilige Geist, es immer da gewesen. Es ist interessant, hast du mal gehört von einem Wind, was nicht pustet? Unmöglich, ist nicht so? Ein kleiner Wind, der pustet nicht. Na, was für ein Wind ist dort an? Der Heilige Geist, der pustet immer, meine Freunde. Der Heilige Geist, der pustet immer. Immer nie schäden. Immer andere Sachen. Ein kleines Beispiel, wenn die Haare ein bisschen verstrubelt sind, das ist für mich ein guter Beispiel. Manche Sachen, manche von uns ist das so wichtig, nicht? Die Haare müssen so festgeschlammt sein, die müssen so in Ordnung sein. Wo kommt das, wenn der Heilige Geist mit einmal so geht? Und dann fängst du an, anders zu sein. Und dann fangen manche Menschen, die zu sagen, bollst du nicht, was ist mit dir los? Du darfst nicht so sein. Aber der Heilige Geist will mich ändern. Der Heilige Geist, der will mich anders machen. Meine Freunde, der Heilige Geist, der will von dir ein großer Mann, eine große Frau Gottes machen. Und viele von uns waren auf verschiedene Städte auf dieser Welt gegangen. Und das Wort Gottes verbreiten. Und hier, von dieser Church,
En hij zei, pastor, eerder vandaag nog. We waren met, we waren dort in 4 Canhadas. En we bidden ieder wet voor jullie hier. Ik weet, die bidden ook voor ons. Maar mir ist es so, vom Heiligen Geist, so unruhig. Hier wird passieren in Bolivien. Hier sind ja so viele verschiedene Menschen und so viele verschiedene Religionen. Religionen. Und die Menschen haben so eine komische Idee und das und dort. Hier braucht ein frischer Wind, meine Freund. Und der Wind vom Heiligen Geist. Dat is nog te wel. En weet je wat? Hij wordt pusten. De Heilige Geest, hij pust je hoor. De Heilige Geest, hij pust je in jede kolonie. Hij pust je alle weien. Oh, maar pastor, er kon niet zijn. Natuurlijk, dem Wind kannst du nicht sein. Aber weißt du was? Wenn du Bett abpasst, du kannst den Wind sperren. Du kannst dem sperren. Und wenn du Bett abpasst, wenn du Bett abpasst, wenn du Bett die bemoeit ist. Weißt du was? Als hij hier de Heilige Geest heeft gepust in jene kolonie. Als hij hier dort in Villa Montes da puste, da is een Isaac, da puste. Als hij hier dort in Colón del Sur, da is de Isaac. Da puste wind en de Zacharias, die is in Villa Montes. Ja. Da puste een wind. En du hier, du sperrst dort. Da puste een wind. Dat is de Heilige Geest. En weißt du wat? Hij pust op din leven. En din huis. Ons vriend, de dieven, hij wil ons maken denken dat wat nog niet passeren. Weißt Arno, wie sind so eine Menschen? Bei uns ist es immer so gewesen. Na ja, nun wird es nicht mehr sein. Wie der Heilige Geist, der pustet auf uns. Der Heilige Geist, der wird pusten. Und weißt du was, meine Freunde, der Heilige Geist, wir machen manche Sachen von ihm weiter. Er pustet, willst du oder nicht? Alias, wo sagt man alias? Na ja, even so. Ist es nicht ein Wunder, dass du hier vandaag in diesen Ofen setzt, auf diesen Stuhl? Weißt du, warum hier setzt? Wie es der Heilige Geist hat auf den Kopf gepust. Wie es hat Jesus all den Haar ist. Und der Heilige Geist pust auf den Fuß. Und weißt du was? Du wirst mehr Menschen bringen. Und du wirst nie Sachen erfahren. Und wir machen das weiter. Der Heilige Geist, er pust, ob wir wollen oder nicht. Weißt du, die Geschichte von Jona, der Prophet, der soll ja noch Ninive gehen, der soll noch Ninive fahren, und er will nicht. Und der Herr scheit ein großer Fest am nehmen. Kennen wir die Geschichte? Ja, wie kennen die Geschichte? Das Fest braucht er, kriegt doch an, wo er soll. Weißt du was? Der Heilige Geist kann Fest brücken. Er kann brücken, was er will. Aber er wird cumprir. Er wird sein Wort erfüllen. Er wird sein Wunder erfüllen auf dein Leben, meine Freunde. Vielleicht manche von uns sind da in der Mitte vom Buch vom Fest. Ich weiß nicht, wo du bist. Oder du bist in Ninive. Aber weißt du was, der Heilige Geist pust. Und du wirst da hinkommen, wo er dich will. Und wir wollen da sein, wo er uns will. Manche Sachen, was wir brauchen weit vom Heiligen Geist, er bewegt sich, moviert. Er bewegt sich all vom ganzen Alten Testament. Alle Wunder, was passieren, da wir immer der Heilige Geist. Mit Noah ab sein Schöpf, da wir der Heilige Geist. Mit Samson. Mit Samson, mit David, da wir immer der Heilige Geist. Mit Samuel, da wir der Heilige Geist. Mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob. Da wir immer der Heilige Geist in der Geschichte. Und manche Sachen, das sehr wichtig ist, dass wir lernen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er ist frei. Die Bibel sagt uns, manche Sachen, was passieren. Wo weiß dass der Heilige Geist auf mir ist? Ich will dir ein Tätchen geben. Kannst du Kapitel 11 von Apostelgeschichte 2 lesen für uns? Apostelgeschichte 11. 2:11. Atos 2:11. 2:11. Juden en Metjuden, Kreta en Araber, wie hierin de in onze spraak van God zijn grote wonderwerken reden. Want de Heilige Geest op die poes, dit is een teken. Du redest von der großen Sache von Gott, der große Wunderwerken. Du fängst an zu reden von der großen Wunderwerken von Gott. Das ist ein Teken, dass der Heilige Geist auf die Pust und in die frei ist. Und meutet, mein Freund, meutet, was sagt dein Mund? Von was redet dein Mund? Schick mal das letzte Wort. Was hast du geredet? Dat is te heet, dat is te warm, dat is te dier, dat is dat, dat mijn vrouw, dat mijn man, dat dit, dat jant, dat. Van wat redest du?
Want de Heilige Geest op ons poest, mijn vriend, we vangen aan te reden van de Wunderwolkchen. wonderwoordje van God. Bemoeit die dit mal. Es ist tijd te ändern, wat we zijn. De Heilige Geest heeft er op die poest. Es ist tijd te ontvangen, te reden van God, van zijn zaken. Pastor, het schämt mich, het ziet tot schlein, het ziet tot dit, het ziet tot dat. Du bist ein gezegender Mensch. Amen. De Bibel sagt uns in Epheser Kapitel 1, wir sind all gezegend no mundo espiritual. In de geestelijke wereld. In de geestelijke wereld, we zijn al gezegend. Nu is tijd van de wonderwoord van Jezus van Himmel te reden. Mijn vriend, voets in de eerste week, als de pandemie in Brazil aanvangt, dan komen manche mensen naar mij en zeggen, Pastor, wel van onze bussen, we hebben daar zo'n Feierbus en dan nog den Lastwagen, alles zo. Jezus is mij met licht en met lautsprecher en zo wieder. Dan zitten ze wel in de stad voren en ook zeggen, mensen, blijf thuis. Ik dacht, mir sagt, war das nicht morgen. Eine Woche later haben wir so, fizemos uma gravação, Merken wir ein Audio mit ein Audio mit Wort Gottes, meine Stimme erzählt, los dann Wort Gottes, bet und wir fuhren in der Stadt. Jeder Abend, nicht die Nacht, aber jeder Abend fuhren wir mit unseren Bussen und Leider von Lobpreis. Merken christelijke leider aan. Christelijke leider in de stad. En weet je wat passiert? De mensen komen en trainen tot de toens van de Heer. Bitte bid met mij, bitte help mij. Er werden zo'n grote angst. En van dat werden mensen met depressie, zeg maar. Met depressie. Depressie? Depressie? Is dat plottig? Wie had dat een plotje? Nee, ja, evenzo. Met depressie. De mensen komen ons naar de church. En weet je hoeveel mensen gekomen zijn? Over 300 van de stad. En we moesten psychologen. Psychologos, ja, narverdachters. Narverdachters, Christen narverdachters. Over 16 in onze church. En die helpen ons met deze mensen. Mensen die zich schnieden, die willen dat leven opnemen. En die hebben zich bekeerd. Einer naar de andere, einer naar de andere, einer naar de andere, einer naar de andere. Waarom? Wie de Heilige Geest pust. En wanneer du oppust, dan fangst du an von de Wunderwort Gottes te reden. De mensen, die reden de ganze Jahr von Angst, von Sterben. Aber wir reden von de Wunderwort Gottes. Da wir ein junges Mädchen, vielleicht 17 Jahre alt, die kommen ans in die Church und sie kommen ab, um ein Zeugnis hier. Zeugnis. Und sie sagt, weißt du, es ist niemals in seine Church gewesen. Er kann nicht. Er hat versucht, mein Leben wegzunehmen. Er hat mich geschnitten. Aber eine von uns, diese Freude, so ganz der Fähre so, sie kann mich. Und sie sieht von dem Wunderwort Gottes. Sie sieht von Jesus zu mir. Und er hat angenommen. Und er ist nicht mehr traurig. Und er hat gelebt. Er will mich bedanken bei uns. Meine Freunde, wenn der Heilige Geist pust, dann fangst du an, von seinem Wunderwort zu reden. Pas dan op, wat redest du? Arno, dan ist der Heilige Geest nicht auf mich. Wie ich red so viel Dams, hij ist op die. Hij essen die. Es steht am Lote, wat sei der die. Ich hatte einen guten Freund, Pastor Rainer Bunke. Hij zei dan, weißt du wat? Der Heilige Geest ist in die. En zwischen en mag hij een beetje bij die ogen rutschetje. Wat du da alles sitzt. En hij mag ook die moelbrokken. Tom ook wat zeggen. Hast du dort mal gehört von Rainer Bunke? Ich habe gesagt, der soll sich da Bunke brauchen. Er will mal Rutatschetje, was ist das da sein? Er ist nicht in die Jahr, na, der will auch mal Rutatschetje, wo du da sitzt. Dann pass mal bitte ab, wo du tschätzt. Und pass mal bitte ab, wo du sagst, wie der Heilige Geist, der will von dem Wunderwort Gottes reden. Meine Freunde, pass da noch ab. Das ist ein Wörtchen ein. Fang ein Diensthaus. Dort, wo du arbeitest, dort, wo du bist, fang von dem Wunderwort Gottes zu reden. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist, als er kommt, als ein Wind. Und dann, die Bibel sagt uns auch, ein bisschen eher dort in Johannes Kapitel 3, Vers 8. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Der Wind bloß du, wo er will, und du kannst am hören, aber du kannst nicht sein, wo der Herr kommt, und weißt auch nicht, wo er bleibt. So ist es dann mit einem jeden, der von Jesus geboren ist. Wir waren voets met die beden. Hier, dat is Jezus, hij vertaalt met Nicodemus.
Wir kennen die Geschichte, die meisten von uns kennen. Nicodemus kommt der Nacht nach ihm und fragt, Meister, du musst von Gott sein. Die Teachings, was du magst, die Wunder, was du magst, du musst von Gott sein. Aber wo kann ich das auch haben? Und Jesus sagt einfach ganz interessant, er sagt, weißt du was, du musst frisch geboren worden. Und der Mann wird verbiestert, er sagt, aber wo? Kann ich in oude Mann, trekt een boek van mijn maag en hij zegt, nou, dat is niet wat hij meint. Du musst vom Water und vom Geist geboren. Water ist das Wort Gottes. Nascer da palavra e do Espírito. Vom Water und vom Geist geboren worden. Water ist das Wort Gottes. En Geist vom Heiligen Geist. En dan sagt Jesus, weißt du wat, Nicodemus, da wat met die passieren. Du wirst dat niet ervaren. Wie de Heilige Geest is ons wind en hij poest daar waar hij wil. En zo is een iedere wat van hem vol is. Hij is eenmaal hier, dan is hij eenmaal daar. En waar deze mensen zijn, daar is immer een zijn. En ik vraag je, waar bist du bekannt? Wanneer du in een room nennen jest, uit in een loftje, uit op die arbeid, uit in een huis. Wat zijn de mensen om die? Daar geht einer von den Jüngern Jesus. Und der ist voll vom Heiligen Geist. Und der redet immer von dem Wunderwort Gottes. Was sagen die Menschen von dir? Was sagen die Menschen von uns? Dort kommt einer, weil wir bleiben voetsweg können. Der klagt sich bloß vom Leben. Der reklamiert. Der beklagt sich bloß. Der beklagt sich bloß vom Leben. Der ist niemals zufrieden. Was zijn de mensen van du in een room nennen kommst? Mijn vriend, du bist van deze. Wat vom Heiligen Geest aan en her gepust worden. En wo du bist, laatst du den Sein Gottes. Dat bist du. En het zie van wie je komen, mijn vriend, om die dat zeggen. En zo is dat mijn leven. Maar pastor, ik had dat nog niet ervaren. Dan forst du van de aanvangen. Dat te ervaren. En het is interessant. Dat de Heilige Geest, hij deed ons immer met ons kop zo. Dat we naar God kijken. De meeste van ons. We kijken immer, kom eens die zo'n bigo. Wir checken sich einmal den Novel. Nobel? Novel, ja. Novel. Umbigo. Nou ja. Vele van ons, ze kijken de Nobel. Dit, en dan mijn Nobel. En dan poeder de ramen, mijn Nobel. En de Heilige Geest, hij deed ons, kijk maar naar God. Hier bloß nur die Nobel zu tschetschen. Und dann sind auch die, die dem anderen die Nobel tschetschen, ja. Das ist wohl das Schlimmste. Das ist nicht so dick. Je hebt das auch hier. Der Heilige Geist, meine Freunde, er nimmt uns immer zu nur Gott tschetschen. Und seine Sachen. Und an seine Sachen zu denken. Und mit seine Sachen zu träumen. So ist der Heilige Geist. Meine Freunde, ganz am Anfang seht ihr, fang an, dem Heiligen Geist zu vertrauen. En wanneer du denkst, aber Pastor, ich mache so sehr mein Nobel. Ich habe den anderen sein Nobel auch. Nee, dann vergeet dat mal. Fang an te vertrouwen, Heilige Geest, dat wat niet in mijn leven passeren. Het wordt niet zaken ervaren. Het wordt niet wunder ervaren, maar je wil het vertalen dos dons, van de golven. Van de golven vom Heiligen Van de golven vom Heiligen Geest. In tongen bidden. Profetieën. Don da fé. Don da fé, geloof ik. Golf van den Glauben. Dat was we maar reden. En dat is een ganzen wetje en we waren daarover reden. En we waren beten. Maar het wil dit inworst. En het wil nog zeggen dat de Heilige Geest ele nunca abre mão da sua soberania. Hij laat niemals tag van zijn soberania. Dat hij almächtig is. Dat hij almächtig is, ja, dat hij über alles is. Meine Freund, hört het. De Heilige Geest, du kannst hem niet in eine Doos nennen. Pastor, ik neem bloß den Heilige Geest an, wanneer hij zich zo benemen wordt. Wanneer hij niks komisch wordt maken. Wanneer hij dan niet bloß verstrubelt zijn. De Heilige Geest, hij laat niet los van zijn Allmächtigkeit. Weißt du was? Hij entscheidet, wat beter is voor die. Niet du. Du wirst nicht entscheiden, was beter vom Heiligen Geist ist. Heilige Geist, das kannst du nicht. Das ist gut und das ist nicht. No. Hij entscheidet, was gut ist.
Hij entscheidt wanneer tijd is voor die leven. Hij entscheidt wanneer goven hij die wil leven. Hij entscheidt waar hij in die zich bewegen wil. En hij entscheidt waar hij die aan poesten wil. De Heilige Geest, mijn vriend, hij leeft ons. En hij wil ons in nieuwe steden brengen. Hij wil met die relationatie. Hij wil met die gemeenschap opbouwen. Hij wil met die gemeenschap opbouwen. Vele van ons, we gruelen ons van diensten. We denken, online zijn, wat dat slecht is. Maar wanneer du uitvindt, wanneer du dat mooit, dat de Heilige Geest immer daar is. Immer daar is. Du kannst met hem reden. Du kannst met hem die vrede delen. Du kannst met hem die trudigheid delen. En hem ontvangen te vertrouwen. Ons leven ändert zich. Mijn vriend, de manna en God, manna en vroes van God, wat deze ganze jaren, deze 2000 jaren, de onderscheid gemaakt hebben op de eerd, zijn manna en vroes, wat zich leiden van Heilige Geest dirigiert. Wat zich leiden vom Heiligen Geest. Wat zich leiden van Heilige Geest. Manna en vroes, wat een dag zei, de Heilige Geest is hier. Maak zoals du dat wilst. Het zal zoveel verzorgd zoals hij dat wil, zoals hij dat dacht. Het zal zoveel verzorgd, Heilige Geest, die in een doos naar te doen. Dit neem ik aan, dit neem ik niet aan. Dat is voor mij goed en dat is niet goed. Und das frutos do Espírito Een van de vruchten vom Heiligen Geest. ist nicht vernünftig sein. Dat Das is ist niet. certo? Não. Nou, hè? Nou, morgen reden we daarvan. Morgen wil dat beter terugstellen. Morgen reden we, of even morgen. Dos frutos do Espírito Een vrucht vom Heiligen Geest. é amor, Dat is lief. mas não é bom comportamento. Não. Dat is niet helemaal smak zijn, ja. Isso, dat is het, ja. De Heilige Geest is hier, mijn vriend. En het wil die verlangen, kunst een beetje afstaan, het wil met die beden. En während we hier verder beden, het mocht dat du, wanneer du vrij bent, die ogen toe maakt. En wanneer du vrij bent, geef die hand op. Weet je wat, Heilige Geest, het wil wat niet. Het wil je toft worden van die. Maar wat we ook met mij daarover reden, ook even maar, maar wat meint dat je toft worden van Heilige Geest? Zum Beispiel, wenn du, het wordt dus een glas water hiervan uit nemen. Zum Beispiel, wenn du Jesus aanneemst, en de Heilige Geest is ook zoals water, dan is alles wat du van hem drinken deed. Wat passiert met het water? Nu is het water in mij binnen, is het niet zo? Als du Jezus aanneemt, hij komt in die nennen. En met hem komt de Heilige Geest. Maar wat is de toffe van de Heilige Geest? Wat is de toffe van de Heilige Geest? Dat is, imagine wanneer een, denk je mal, wanneer een piscine, wat zeg je piscine? Een piscine is. Een piscine, applaudje ook. Een piscine. Een piscine. En wanneer je in deze piscine neerhoopt, wat passiert dan? Hier heb ik tot water in mij. Maar wanneer je in een piscine neerhoopt, dan heeft tot water mij. Is het niet zo? De toffe met de Heilige Geest, es krijgt zo. Du hast hem al in die. Maar wanneer du zegt, oké, Heilige Geest, het wil alles. Es wanneer du, als wanneer in een piscine neerhoopt, en nu hast du nicht mehr den Heiligen Geest. Nu heeft de Heilige Geest die. En dat staat ganz anders, mijn vriend. Dan kan hij pusten. En kan die leiden. Daar waar hij die wil. En niet daar waar du hem willst. En dat wordt ganz anders. Dat wordt ganz frischer. En we willen bidden. En nu, joh. Nu was het een beetje opbidden. Nu was het applauditje evazat. Nu wil je Portugees spelen. Amen. Wanneer du vrij bent en die ogen toe wilt maken en die heen opheven en vang om te reden met de Heilige Geest. Even ook wanneer du niemals met hem geredet hast. Wanneer hij ook voor die een beetje vreemd is. Hij leeft die sowieso. Manch van ons, de vijand, is een beetje schuldig. Weet je, pastor, endlich hat hij niemals met de Heilige Geest geredet.
Het wist überhaupt niet meer dat hij daar was. Maar hij is daar. En hij is hier. En hij is in een persoon. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus is hier, de Heilige Geest is hier, de Vader post op ons op. Dat is een zone de segurança, dat is een sichere steen. De engelen zijn hier. En dat is tiende tijd met de Heilige Geest. Vielleicht kan manche van ons zeggen, Heilige Geest, mucho gusto. Jetzt erscheint. Jetzt erscheint. Vandaag tjane die Heilige Geest. Heilige Geest, hier zie ik. Mijn naam is Jash, Edward, Arno. Mijn naam is Jake. Ik wil die tjane leren, Heilige Geest. Ik wil met die dromen. Ik wil dromes van die hebben. Ik wil die stem hier. Ik wil die perfume riechen, Herr Jesus. Ik wil nieuwe zaken. Ik wil geestelijke zaken. Geestelijke zaken. Amém. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Vader, veel dank voor Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está nesse Dank lugar. Heer Jezus voor hier zijn. Obrigado, Espírito Santo, pela tua obra em nosso meio. Dank Heer Jezus Obrigado voor porque o wat u Senhor doet. está soprando nesse lugar. Dank dat u puster O Senhor is sopra nessa nação. Dat u even O het Senhor land sopra puster nessa is. igreja. Dat u even deze O Senhor kerk sopra puster is. sobre esse povo. Dat u even het volk puster Torriqueira, is. labaxeira, labamás, torriqueira, labamás. Essa é uma noite de delícias do Senhor. Dit is een oven van schijnheid van Essa é uma God. noite de novidades da parte do Senhor. Dit is een oven voor Espírito nieuwe Santo, essa zaken. noite da manifestação da tua glória. Heer Jezus, die de heiligheid wordt van u É uma bewezen noite de worden. manifestação do teu poder, Espírito Die de Santo. kracht wordt van u E à bewezen medida worden. que nós oramos, En zoals we nu eu bidden, peço, Espírito Santo, bid ik die Heer Jezus. começa a tocar Vang ons aan cada te homem, scheren. Jeder cada mulher, Jeder cada man en jeder criança, vrouw, jeder kind, cada jovem jeder nesse jugendliche lugar, in deze do stad. alto da cabeça, van boven van a kap. planta dos seus Met olie aan de pés. feit. Espírito Santo, Hey, hey, eu hey. peço o teu fogo, Ik bid voor die vier. o teu toque de poder. En dat A u moest tua ons scheren met glória, die kracht en agora, die agora. heiligheid. Nu. Agora, Espírito Santo, o teu Nu, fogo, Heer Jezus. o teu fogo sobre esse homem e sobre Pus essa die mulher. vuur over de Torre ware queira vuur. labaxeira labamas, torre queira labamas.